bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen sie raus. Ich werde versuchen, sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. So da, und somit kriegst du zurück zu Mass Effect. Wir steuern nun auf eine gewaltige Katastrophe zu. Es wird eine riesige Entscheidung kommen und wir lernen unseren Gegenspieler kennen. Flakturm ausschalten. Squad. Perfekt. Wie du siehst, es ist wieder das 3-Meter-Haus unterwegs. Jetzt müssen wir auf die Karte schauen. Wir sind da und gleich hinein in den Mako. Sonst regen sie sich wieder die Mädels so auf, dass wir so gewalttätig sind. Man kennt es ja bereits. Ah, da oben ist die Gate. Da oben sind die Gates. Mhm. So, einen nach den anderen. Was ich mich erinnere, auf dem Mako haben sie im Teil 2 dann komplett verzichtet. So. Ah, da. Hui! Rakete von rechts. Bitteschön. Dass sowas gibt, ha? Jetzt hat der die Fliege gemacht. Bisschen eine Panzerung haben wir ja noch. Und so viel Schaden richten ja die Raketen ja nicht an. Oh, na schau. Hoppala. Boah. Da ist nichts mehr. Da müssen wir weiter.
Warte mal, wir steigen da mal kurz aus. Wir haben ja Zeit. Was? YouTube und Zeit, das widerspricht sich aber ein bisschen. Ich muss nur immer wieder auf den Gesundheitsstand schauen von den zwei Damen. Aber wir haben genug. So. Ja, was willst du uns damit sagen, Tali? Hä? Irgendwas will uns dieses... Irgendwas will sie uns damit sagen. Ich weiß aber nicht was. So, du darfst gerne deine Waffe wieder wegstecken. Na schau. Dankeschön für dieses eine Medigel. Wir werden es benötigen. Na schau, was da ist. Ah, da kommen wieder zwei große Dinge auf uns zu. Aber wir sind, glaube ich, mittlerweile schon relativ gut benannt. Vom Level her etc. Also das passt dann schon, gell? Dreck. Das dauert ein kleines bisschen. La 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 la. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Ich weiß, Liara. Meine kleine Bonbonniere, wir werden das schon irgendwie machen. Irgendwie ist immer subjektiv gesehen. Gut, ab ins Gefecht. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Ja, ja. Du kannst Stress, Mädchen.
Aha, ja, ich muss da einfach mit tun. So empathisch bin ich. So. Torkontrolle offline. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. So, Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. perfekt. Boah, der schreckt mich. Wir müssen da wieder aufhören. Ich vergib jetzt dieses Level noch nicht. Das machen wir später, wenn wir ein bisschen mehr zur Verfügung haben. Hä? Wer klopft an die Tür? Hä? Also da ist er. Kruzifix. Störer online. Ah, da ist noch was, schau. Wenn, dann müssen wir, glaube ich, da hinten auch noch rein. Brauchst du aber nicht glauben, unsere Situation wird nicht besser. Super. Das war das letzte Tor. Unser Weg zum salarianischen Camp sollte ab hier frei sein. Sehr gut, Lehrer. Ich hätte mich daran einmal erinnert. Wenn ich die nicht hätte, naja. Ich habe glaube ich schon mal erwähnt, an diesen Synth-Pop-Soundtrack konnte mich gerade gewöhnen, der ist richtig gut. Bin ich jetzt eigentlich richtig unterwegs? Was Ausrüstung? Nein, nicht laden. Trottel. Das machen wir später. Wir speichern da jetzt einmal. Eigentlich wollte ich auf die Karte gucken. Ja genau, salarianisches Lager, dort ist das. Und ich habe jetzt mit Absicht die 2 Mädels mitgenommen, weil wenn du mich in Rex mitnimmst, kannst du den auch noch Also nein, ich glaube, da steigt die ganze Mannschaft aus. Genau, da bist du mit der ganzen Mannschaft unterwegs. Aber wir werden das ja gleich sehen, das Chaos. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Ja, Joker. Es wird aber nicht mehr einfacher.
Da ist das salarianische Camp. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Gift. Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Gets sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen. Und diese Kroganer folgen Saren. Das ist jetzt scheiße. Weil es ist wurscht. Wir probieren es einfach einmal. Ich bin eher für Days. Die Geth sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee, damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein, aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Das weiß ich, Ashley. Das weiß ich. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind, aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel, es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes.
Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Das ist nicht ihr Volk. Im Prinzip ist das richtig, weil es ist im Prinzip eigentlich nur eine Forschung oder ein kleiner Elefant im Raum seitens Saren. Diese Kroganer sind Sarens Sklaven, Werkzeuge, Marionetten, die er benutzt und dann wegwirft. Ist es das, was sie für ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Oh, kommen noch einige Zitterpartien. Was will die Liara da? Es war wirklich beeindruckend, wie sie den Kroganer besänftigen konnten. Diese Einrichtung ist extrem gut gesichert. Sie muss Saren sehr wichtig sein. Ja, Liara, hier läuft sein Arsch auf Grundeis. Ich sag's mal so. Können wir jetzt wieder mit den Soldaten, Kaidan, Garus? Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können Sie sich dann mit Ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Ich bin einmal diplomatisch. Gute Idee, aber Ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Und genau das ist die erste große Entscheidung, die du treffen musst. Einer von den zwei, die du hinterm Shepard siehst, egal ob jetzt Kaidan oder Ashley, einer von den zwei wird sterben. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle? Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Klappe halten, Marines! Wen brauchen Sie? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Ich kenn so ungefähr noch die Ausgänge für den zweiten Teil.
Oh Gott, oh Gott. Beides sind Sturköpfe, weißt du was? Alenko, Sie begleiten den Captain. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Fluchtplaner der Salarianer. Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Die anderen Teams? Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Igor, Manovai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten 3 Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Die Bombe? Ich möchte mehr über die Bombe wissen. Wie zuverlässig ist sie? Ihre Zuverlässigkeit hängt von der Person ab, die sie scharf schaltet, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Antrieb ist höchst unempfindlich gegenüber Schäden durch externe Quellen. Sobald sie scharf geschaltet ist, gibt es kaum etwas, das sie aufhalten kann. Die Hauptsache ist, sie zu platzieren und scharf zu schalten, bevor die Gate uns aufhalten können. Gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, wenn ich weg bin, Ash. Das gilt auch für Sie, Commander. Wir werden es schon schaffen, LT. Ja, Viel Glück. Wollten Sie was sagen, Kaidan? Es fühlt sich nur so komisch an, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß, ich wollte nur sagen, dass es mir eine Ehre war, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht, wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen.